Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite, Seebestattung ends auf Pelzig. Ja gut, ich bin nicht immer so... Wer zum Henker? So. Okay, das ist wieder Geschütz. Das war nicht so clever. Und das hält schon ein bisschen mehr auf das Ding. So. Erklärt da irgendwas. Arbeite ich anscheinend an irgendeinem Achievement, wie es aussieht. Lockpick gibt's auch noch. Und neue Hosen, schnelle Hand. Reduziert die Nachladegeschwindigkeit von Waffen um 30%. Das Töten eines Feindes durch Plasmid verschafft dir etwas Eve. Nö, das nehmen wir einfach nur mit. So. Das nehmen wir einfach nur mit. Was ist im Geschütz drin? Noch ein bisschen Tommy Gun Munition. Nehmen wir doch 8 Grad. So, hier haben wir auch noch wieder Tommy Gun. Und ich glaube, der gute Moses ist tot. Natürlich. Okay, dafür hat er Gesundheitstasche und Bob, die $10 wert ist, hat er noch. Die nehme ich natürlich auch aus der Verpackung direkt raus. Finden wir hier noch irgendein Audiolog? Also irgendein Mistkerl scheint ihn anscheinend geschnappt zu haben. Und das ist der letzte Audiolog, nämlich der Moa. Diese Stadt kennt einfach keine Gnade. Alle meine Audiotagebücher mit den Hilferufen sind ungeöffnet zurückgekommen. Mit der Aufschrift zurück an Absender. Okay. Ja, tolle letzte Worte in seinem Audiolog. Haben wir hier wieder irgendwas? Ne, die haben nichts mehr versperrt. Okay, gut. Ohne den Aufruhr und das Chaos von Konflikten. Also die Schnauzekisten, Mann. So. So. Gut. Das ging ja relativ sauber jetzt. Ja, warum haben die alle Damenschuhe bei sich? Merkwürdige Xeller. So, der Kistenmann, der hat auch noch einen Damenschuh, natürlich. Kann ich beim Zirkus der Werte natürlich auch super damit handeln. Hier, Munition! Sehr gut. Dankeschön. Die ist wieder voll. Und da haben wir wieder Tommy Gun Munition. Dose Spinat. Oh, ich bin ja eigentlich echt kein Spinat-Fan. Ich mag keinen Rahmspinat. Und ich esse eigentlich Spinat nur als Salat. Spinatsalat ist echt lecker. Aber einfach so Rahmspinat. Nee, das bin ich überhaupt kein Fan davon. Wirklich nicht. Habe ich schon als Kind nicht gemocht. Aber womit man mich richtig jagen kann, das ist Rosenkohl. Oh, ich hasse Rosenkohl. Ach du Scheiße, so ganz die Prozession aus Freaks. Heinz überlebt. Ach, scheiß drauf. Da, das ist für euch. Und so. Gut, so geht es auch. Anscheinend kriege ich auch die Munition, wenn ich einfach nur über Denia-Waffe laufe. Warum auch nicht? Okay, dann hätte man die optionale Sache eigentlich auch soweit erledigt. Das finde ich ganz gut. Dann können wir uns jetzt auch wirklich darum kümmern mit Frachthaken und Pipapo. So, das war hier das Gebiet. Genau, da ging es dann durch die Skyline hoch. Richtig. Und dann war noch irgendwas festgefroren. Was ich aber derzeit nicht öffnen konnte. Ah ne, nicht festgefroren, genau. Sondern Schockjockey für den Aufzug. Deswegen müssen wir erstmal hoch. Gucken mal, was da abgeht. Ah ja, da kommen wir zu dem Bla-Schwallgedöns on Eis. So, der hat wieder nur Quatsch. Ah ja, hier kann ich dann auch aufmotzen. Okay, verlängert die Wirkung. Okay. Machen wir das dazu. Frostmod und das hier machen wir auch nochmal, damit es länger hält. Und erlaubt Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Leitet Querschläger in Schussrichtung um möglicherweise doch zu treffen. Dann machen wir das hier noch dazu. Obwohl wir Schockjockey noch nicht haben. Trophäe erhalten in Kupfer voll ausgerüstet. Gilt wahrscheinlich nur dafür, dass ich Plasmid völlig aufgepumpt habe. Da ja Schweinsgesichter. Hab nichts gefunden.
So. Ja, Beef nämlich. Dankeschön. Da, ihr Winterfreaks. Ups, da ist nichts mehr drin. Gut. Automatisches Speichern. Sehr schön. So läuft es. So läuft die Geschichte. Okay, gut. Im Müll ist mal wieder nix. Und hier? Tommy Gun Muni. Und ein bisschen kruscht. So. Sehr schön. Der hat nix. Ich hasse so habe nichts. Die Leiche ist immer wieder mysteriöserweise verschwunden. Ja, das ist etwas schade, dass das hier nicht so geht wie bei Bioshock 1 und 2, dass man sei abfackeln Plasmid auf irgendein Eisgedöns drauf macht und das schmilzt dann. Das ist etwas schade. Fontaine Plasmids. Die Plasmidabteilung scheint dort hinten zu sein. Da finden wir bestimmt etwas Nützliches. Ja, Allah. Gucken wir doch mal nach. Elizabeth scheint sich ja auch nicht gespleist zu haben. Weil sie hat ja keinerlei Kräfte. Kein Vigor, kein Plasmide, nichts. Ja, Plasmide, du ist Schockjockey. Das scheint ein wahrer alternatives Rapture zu sein, glaube ich. Weil sonst würde das Ganze ja Electrobolt heißen und nicht Schockjockey. Scheint wohl ein alternatives Rapture zu sein, wo wirklich Fink beobachtet wurde und wo Fink und Su Chong sich da anscheinend ausgetauscht haben. So, da haben wir jetzt noch so Freako. Ja, komm. Ich kenne auch von Frauen kein Halt, was Genickzwirbler angeht. So. Was haben wir hier noch? Oh, nichts mehr drin. Ah, Dankeschön. Und, jo. Perfekt. Na dann, Teufelskuss. Evolve Today. Ja, das kennen wir noch. Dieses Evolve Today, das war immer an der Gatherer's Garden. Meh. Was eine geile Werbemusik. Boah, King Bronco. Sehr geil. Okay, und hier war noch eine Kiste, genau. Oh, oh. Ja, ich wollte gerade sagen, das klang nur Security. Oh, 3 Lockpicks. Das kriege ich hin. Elizabeth. Ich finde es lustig, wie man den Namen so verhuscheln kann, wenn man schnell spricht. Elizabeth. Okay, was haben wir noch hier drin? Eine Infusion. Die ist schon mal gut. Jetzt ist es Schild dran. Gut. Audiotagebuch von Herschel Weiss. Advokaten werden Ihnen bei dieser Sache nichts nützen, Ryan. Sie haben in Ihrer Werbung für das Väterchen Frost Plasmid gesagt, dass es Eis produziert, nicht Trockeneis. Die Eisskulptur, die wir für die diesjährige Gala im Kashmir bestellt hatten, steht da jetzt seit einem vollen Monat. Die ganzen 1200 Kilo. Und wer darf nach wie vor die Saalmiete bezahlen? Sie jedenfalls nicht. Sie Hurensohn. Netter Kerl, der Herschel Weiss. Huch. Für immer steht Elizabeth vor mir. So, da ist Schockjockey noch. Einmal U angetastet. Und auch in dieser überall sonst ist Schockjockey offensichtlich vergriffen. Ja, diese unglaublich edle Flasche, das liebe ich. Ich wünschte echt, ich hätte der Helm, ach so, Annie. Das fände ich persönlich unglaublich geil, von deiner edle Flasche wie diese Vigor hier verkauft wären, so welche der Helm zu haben, um da Wolle oder sonst irgendwas drin zu lagern. Finde ich einfach nur saumäßig edel, die ganze Vigor-Flasche. Okay. Dann habe ich jetzt, ach, das, Schockjockey, genau. Dann sollte ich hier nochmal wechseln, dass ich hier Teufelskuss habe, weil die 2 sind praktisch. Warum hat Ryan alle Anhänger von Fontaine in ein Warenhaus gesperrt? Auf die Art wurde er Fontaines Schergen los und schaffte sich gleichzeitig die Konkurrenz vom Eis. Aber ich habe gedacht, Andrew Ryan ist ein Verfechter des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Solche Ideale verlieren schnell ihren Glanz, wenn dein Mitbewerber dir die Butter vom Brot nimmt. Allerdings. So oder so.
Fontaine ist tot. Naja, noch nicht. Das macht dann erst Jackie Boy. So, waren wir hier schon drin? Nee. Hier waren wir durchaus, aber es ist kein drin, sondern es ist da, wo wir hin müssen. Dann gehen wir mal zu Rapture on Ice. Es ist eisig hier drin. Jede Wetter, die Kälte kommt nicht nur von dieser Eisbahn. Ich wollte nämlich gerade nochmal umkehren, um Schockjockey ohne Art zu wenden. Und natürlich kommen sofort solche Gestalten wieder an. Genau, ich will noch ohne. Ich mag wieder noch ohne. Genau, du war's. Genau dafür habe ich mir hier Schockjockey besorgt. So, jetzt gucken wir mal, wo uns das hier führt. Ah, sie ist noch mit dabei. Okay, gut. Führt uns das zu irgendwas Optionalem, oder? Oh nee, einfach nur so. Oder? Ach, das führt uns wieder runter. Okay, hab kapiert. Das haben wir aber anscheinend auch noch nicht geplündert. Neuhemd Zauberkugel. Kritische Treffer verursachen extra Schaden und verbrauchen eventuell keine Kugel. Na, das ist nützlich. Ist natürlich wesentlich besser als ein Hemd. So. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut. Ach so, du ist unseren Aufzug stehen geblieben. Okay. Hat uns offensichtlich wohl doch zu was recht Coolem noch gelotst. Na dann. Lädt. Hoch, warum lädt ja? Erstmal das Eve wieder mitnehmen. So, ja. Das wissen wir auch schon, dass wir sowas machen können. Aber ich wollte eigentlich doch wieder zu den Skylines gehen. Joink. Und dann schauen wir mal. Wäre wahrscheinlich eher für den Rückweg gedacht gewesen. Ah, da können wir auch noch dann. Okay. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Verdammt nochmal. Oh. Okay. Muss ich wirklich da lang. Okay, hier stimmt noch alles. Glaube ich, irgendwie. Hoffe ich. Luftschleuse. Ja, besuche Rapture on Ice. Ich bin nach wie vor dabei. Irgendwie. Wenn auch auf Umwege, aber ich bin dabei. Ja, haupt jetzt eh schon auf. Hopp. Schnell. Mach. Verdammt nochmal. Geh auf. Ach, ist das ätzend. Das ist gerade echt ätzend. Irgendwie scheint das zu hängen. Elizabeth ist auch nicht mit da. Und hier ist auch nicht. Oh, scheiße. Was ist dann jetzt wieder los? Irgendeinen Scheiß habe ich gemacht. Irgendeinen Scheiß muss ich gemacht haben. Das hängt gerade. Am Kontrollpunkt neu starten. Irgendwas ist falsch gelaufen. Müssen wir halt nochmal machen. Sorry. Das tut mir jetzt echt leid. Also irgendwas scheint schief gelaufen zu sein. Falls der Ladebildschirm überhaupt nochmal ändert. Wenn nicht, dann tut's mal leid. Ah ja, okay. Das hat sich wenigstens wieder laden lassen. Schockjockey Hammer. Und das wollte ich ersetzen, genau. Dann machen wir die. Alle Anhänger von Fontaine in ein Warenhaus dann machen wir die Sache mit dem Fahrstuhl erst später aber wieder. Ich hab gedacht, Andrew Ryan ist ein Verfechter des freien Marktes. Dann machen wir das, wenn wir runtergehen. Solche Ideale verlieren schnell ihren Glanz, wenn dein Mitbewerber dir die Butter vom Brot nimmt. So oder so. Fontaine ist tot. Genau, da kommt die wieder. Boah, King Bronco. Ich mag die Musik. Das war Shenny-Werbemusik. So. Gut. Dann kümmern wir uns, wie gesagt, mit Schockjockey um den Fahrstuhl. Erst, wenn wir wirklich runtergehen. Es ist eisig hier drin. Ja. Die Kälte kommt nicht nur von dieser Eisbahn. Wahrscheinlich von unserem Kumpel hier, vom Eismann. Von Mr. Ice to see you. Bitte lass es Arnold Schwarzenegger sein. Hier können wir mit Schockjockey wieder rein.
Da haben wir neue Ausrüstung. Stiefel vom Himmel hoch. Hängen an Pneumolines und Frachttagen verleiht eine Chance auf ein Winterschild und 5 Sekunden Schadenserhöhung. Okay, besser als einfache Stiefel. Ach Mist, jetzt habe ich die einfach noch genommen, die Dinger. Wollte ich doch gar nicht. Stiefel. Einfache Stiefel, hier, desto vom Himmel hoch. Okay, was gibt's dann noch hier? Federchen Frost. Figura gibt's hier noch. Und ein Pick. Haben wir gerade noch so. Dann müssen wir jetzt wieder viele neue Lockpicks besorgen. Geld, Geld. Absinth. Handtasche mit nichts drin. Na, klasse. Okay, ja, dafür haben wir Schockjockey auf jeden Fall gebraucht. Weil hier funktioniert gar nichts mehr aufgrund von dem Eis. Dann können wir jetzt hier durch die Luftschleuse gehen. Ich hoffe, das knödelt nicht ewig rum jetzt, wie bei dem letzten, wo es ist aufgehängt hat. Old Man Winter. Ice Gate Rental. Sollten wir uns vielleicht ein paar Schlittschuhe besorgen, oder? Na, wie sieht's dann aus? Hallo? Bing, bing. Hier wird man ja gar nicht bedient. Scheiß Service hier, deswegen klaue ich nicht hier das Geld. Ach, geh doch weg, Ellie. So. Dorei. Ah, hier ist immer endlich mal wieder ein Verkäufer, mit dem ich sprechen kann. Also ich muss sagen, ich bin höchst unzufrieden hier mit dem ganzen Service. Deswegen würde ich ganz gern hier den Herr Karabiner hier nehmen und dort mit mein Tommy Gun ersetzen. Ja, die ich nochmal voll aufgeladen habe. So. Ah, jetzt habe ich endlich mal den Waffenschirm, den ich mir im Hauptspiel gewünscht habe. Okay, sehr schön. Gut, also was Munition angeht, sind wir doch kräftig unterversorgt. Lockpick gibt es hier auch noch. Die Musik auf der Ramoda-Orgel ist schon irgendwie etwas ekelhaft. Das klingt nicht sehr weihnachtlich, das klingt eher noch so im Winter aus der Hölle. Und hier mal sonst nichts anderes. Ein bisschen Geld. Uah. Also nee, die Musik gefällt mir nicht so gut hier. Geh mal weg. Du geht's zu Old Man Winter. Also ich nehme an, Old Man Winter soll jetzt auch hier, nicht auf mich zielen. hatte ich ja nicht vor. Soll wohl Väterchen Frosthese. Da ist er auch, der Old Man Winter. Besiege den Frosty Splicer. Erstmal seinen Kamerad abschießen. Keine Munition mehr, toll. Dankeschön, Ellie. Bricht das Eis. 1 von 5. Da muss ich Leute erstmal Ei frosten. Mehr habe ich im Moment nicht. Und dann kann ich sie knacken. Ups. Der Karabiner ist hier etwas anders. Oh. Ich brauche Gesundheit und zwar ganz schnell. Ja, ich bin verletzt. Das habe ich auch schon festgestellt. Okay, da brauche ich Teufelskuss für den scheiß Typ. Dann bekämpfen wir nämlich Eis mit Feuer. War's das? War's das schon? Okay, anscheinend nicht. Oh, na toll, das ist doch keine Munition mehr. Ganz klasse. Okay. Scheiße. Ja, danke. Gesundheit könnte ich aber etwas mehr vertragen gerade. Oh, hoppla. Ich sollte mal ein bisschen mich umdrehen. So. Tom. Und dann erstmal die Tommy Gun. Oh, nett. Bist du noch da? Also ohne Gesundheit mache ich erstmal gar nichts mehr. Falls du noch irgendeiner... Ja, lebt noch einer. Okay. Schnell weg, bevor mein Schild wieder kaputt ist. Okay, ich habe nicht genug Eve. Dann sollte ich mal dringendst noch irgendeinem Gesundheitspaket oder sowas gucken. Weil so macht das wenig Sinn. So macht das ziemlich wenig Sinn. Wo war dann der Safe? Tja, habe ich wohl in die Hose geschissen.
Die kommen wir jetzt hinterher gewatschelt, oder was? Nee. Puh. Derzeit bin ich etwas hilflos. Stell dich deinen Ängsten. Na, da komm halt her. Du Angsttyp. Das war's? Nee. Okay. Nimm Väterchen Frost aus der Vitrine. Das war's auch schon. Gott sei Dank. Das war ein ziemlich harter Kampf, muss ich sagen. Puh. Alles zugeeist hier, hoffe ich. Und... Na, gucken wir doch mal, was wir hier noch finden. Aber meine Fresse, ich habe mich gar nicht mehr reingetraut. Vor lauter Arg. Weil das war ziemlich heftig. Zumal meine Gesundheit echt unter aller Kanone war. So, dann nochmal hier Mr. DeWitt? Ja, Das Plasmid. Oder haben Sie vergessen, warum wir hier sind? bestimmt nicht. Hier ist es drin. Brauchen wir nur Haarnudel. Hoher Nudel eigentlich. So. Plasmids. Bei Ryan Industries. Evolved today. Und wie sieht er aus? Ich will ihn noch mal sehen, das Symbol. Das sieht ja auch geil aus, wieder der Werbefilm. Sehr cool. Okay, das sieht ja auch geil aus, Soll das ich diese Federchen. Vitrine öffnen? Das Federchen Frostplasmid. Okay, dann gucke ich mich nochmal da hin um. Aber ja, wir machen schon noch auf keine Angst, Elizabeth. Da gucken wir schon noch. Den Frosty Splicer haben wir auch niedergemacht. Der war auch etwas stärker als der Durchschnitt von den Splicer. Sardine erstmal futtern. Ein bisschen Tee noch fürs Eve. Und dann gehen wir doch nochmal hier. Sofort, sofort, sofort. Nehmen Sie sich das Plasmid. Hat dich jo vor, sei nicht so ungeduldig, Mädel. Kannst du dir das mal ansehen? Mal sehen, was ich tun kann. Die wirkt auch wesentlich härter und nicht mehr so fröhlich wie im Hauptspiel. Ganz ehrlich. Bitte sehr. Wirkt etwas verbittert. Ne, kaputt. Verdammt, dieser Dreckskerl hat jede einzelne Flasche Väterchen Frost getrunken. Ich habe eine Idee. Tatsache, presst sie jetzt ins Raus? Was war das? Ein Riss geöffnet. Ein neues Plasmid. Damit schaffe ich Dinge, die existieren könnten, es aber nicht tun. Das verstehe ich nicht ganz. Wie heißt es? Riss. Wo haben Sie das her? Eine Frau gibt ungern ihre Geheimnisse preis, Mr. DeWitt. Ja, das klang im ersten Moment, als würde sie ins Ausbrüte wollen. Aber ich nenne mal das jetzt mal. Freeze your enemies. Shatter them into 1,000 pieces. Evolved today. Sehr schön. Gut, geht zu den geplatzten Rohren in der ersten Etage zurück. Da können wir jetzt hier Väterchen Frost und Schockjockey benutzen. Bin ich mal gespannt, wie das abgeht. Ich mag das Plasmid eigentlich jetzt schon, allein schon, weil da so ein riesiger Hype drum gemacht wurde. Und die Flasche sah auch ziemlich cool aus. So. Und hier scheint noch irgendwelche Splicer in der Nähe zu sein. Luftschleuse wieder. Sie sind zwar meine Klientin, aber es wird Zeit, dass ich ein paar Antworten kriege. Meine Absichten hier gehen Sie nichts an. Sehen Sie mich als Mittel zum Zweck. Wieso habe ich das Gefühl, dass das alles eine Pfanne ist? Wie gesagt, ich treibe Schulden ein. Es gibt eine offene Rechnung und meine Auftraggeber wollen die Sache geregelt wissen. Das ergibt bloß keinen Sinn. Wenn Ihnen unser Arrangement nicht passt, die Tauchkugel ist da hinten. Ja, die ist ziemlich hart. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Elizabeth ist, die wir aus Bioshock Infinite aus dem Hauptspiel kennen, oder ob das wieder alternativ wie Elizabeth ist. Samurai. Schon dabei. Hajime! Alter, das ist wohl sowas wie ein Patriot hier. Oh, cool. Trophäe erhalten einen Kupfer-Schneeball-Effekt. Fangen Sie, Mr. DeWitt. Sehr cool. Okay. Ah ne, das ist nicht sowas wie ein Patriot, aber einfach nur ein Samurai. Ups. Bricht das Eis. 4 von 5. Okay. Samurai, Ikuse. Okay. Da hätten wir noch Karabinermunition. Holen wir uns doch auch mal sofort. Sehr schön. Ausgezeichnet.
Ja, der Karabiner ist hier nicht so wie in Bioshock Infinite, ein stinknormales Gewehr, sondern das ist so ein Dreischüsser. Gut, dann runter mit uns. Und hier haben wir Frostschild anscheinend. Sehr cool. Okay, dann brauchen wir Schockjockey. Da können wir jetzt hier tatsächlich runtergehen. Jetzt müssen wir ja nämlich hoch. Und, ja, Ellie ist wieder an Bord. Väterchen Frost ist ausgerüstet. Erschaffe eine Eisbrücke zur Tramstation. Genau, dann hätten wir hier noch Gedöns. Die kleine Goldbarre. Und die Zauberkugel, das legen wir A. Im Vergleich sieht es nämlich nicht so gut aus. Deswegen legen wir die Zauberkugel A. Und die Leiche halt, glaube ich, nix. Genau. So, in die Richtung müssen wir dann weiter. Aber hier war doch auch noch irgendwo was in der Nähe. Stairs to Floor 2, das war's nicht. Moment. Ah, genau, da geht's zur Tram. Genau. Da können wir noch ein bisschen Fertig. Eve uns erschaffen, so ein Eve-Spender. Das ist ganz cool. Okay, Väterchen Frost haben wir sowieso aufgepumpt. Da war noch was, genau. Da könnte man theoretisch dann auch. Weil da müssen wir nicht hier, das ist nicht optional. Das hier ist optional. Sehr schön. Gut. Die können wir jetzt auch noch platt machen Na dann. in dem Deal können wir die jetzt auch noch platt machen, die Jungs. Sehr schön. Trophäe erhalten in Kupfer, bricht das Eis. Dankeschön. Karabiner ist echt ein sehr nützliches Teil hier. Schon dabei. Sehr schön. In dem Geschütz ist nichts. Ja, und Andrew Ryan zieht wieder sein Propagandaprogramm im Hintergrund ab. Mit dem all diese Großheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Gut, dann würde ich sagen, ihr liebe Leid, ich mache an der Stelle hier meinen Cut, auch wenn Andrew Ryan immer noch sein Propagandagedöns ablässt. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung ends auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.